Es war einmal. Das ist wirklich schon lang her. Damals hätt's euch schon gefreut. Heut aber umso mehr. Deckendorf, glaube ich, heißt der ruhige Ort, wo zwei Burmen gegangen miteinander in den Kinderhort. Damals schon, man glaubt es kaum, haben sie sich nicht nur Weisheiten um die Ohren kauen. Jetzt älter, die blauen Flecken an den Wangen und die zerschlungenen Knie, die sind vergangen, ist für Sepp und Xaver, die zwei Lieben, nur noch ein Hauch von Weisheit übrig geblieben. Und, weil es so blöd ist, immer was zum Dichten, erzählen wir euch heute so von denen zwei die Geschichten. Hey Xaver, alte Großhauen, hier hat der Sepp alles im grünen Bereich. Klar, hey, hast das vom Viertel schon gehört? Na was noch? Der hat jetzt auch so eine Dampfkisten. Der? Ein Radio mit Internet. Ja, mir war ja fast gleich einer rausgekommen. Ein Ringwurm hat größere Augen als der Hirn in der Hosen. Genau, und wenn der einen Sticker reinsteckt, brummt's auch bloß. Aber das muss einer mitgekriegt haben. Deswegen ist er jetzt beim Fanclub. Ja, spiel mich nicht an, beim Bayerwald Radio. Der hat da den 100. Antrag gehabt und hat die Kisten gewonnen. Ja, die Bläden haben's Glück, das gibt's ja nicht. Die vom Radio haben da aber noch mehr Glück gehabt als er. Ja, warum und nachher das? Na, Bayerwald Radio war schon drin und einen anderen Sender kann er nicht einstellen. Ja, warum nicht? Die Senderal trat durch und wenn er trat er durch. Drum prüfe dich, wer technisch bindet, ob sich auch ein Anschlag findet. Und jetzt hört er auf dem Klo an das Bayerwald Radio. So, jetzt muss ich wieder weiter. Servus Xav, alte Haut. Ich wünsch dir was, alte Schnarchnosen. Bis zum nächsten Mal. Vierte. Das war Sepp und Xav. Fortsetzung folgt.